Wir machen heute mit dem Sandwichmaker Schinken Mozzarella Sandwich. Dann haben wir ein bisschen Reihe Rucola und dann diverse Burgersoßen und Sandwich-Gurken haben wir dabei noch. Und dann habe ich noch getrocknete Tomaten. Ich schneide jetzt aus den Mozzarella, also wer es mag. Ich mag Mozzarella lieber wie die normalen Sandwichkäse. Und dazu schneide ich jetzt einfach dünne Scheiben. So. Dazu nehme ich Vollkorn Sandwichscheiben American Style. Und was ich jetzt ganz einfach mache, ich tue die Soße ein bisschen da mischen. Das ist also, ja, Mayo ist das nicht, so eine Burgersoße mit Kräuter. Und da haben wir auch nochmal eine Burgersoße. Ich tue das immer ein bisschen mischen. Also da lasst eure Kreativität euren Lauf. Weil das kann jeder so nehmen, wie er lustig ist. Schön verschmieren da. So. Dann geht schon los, da ein bisschen Rucola verteilen. Also Rucola auf Sandwich ist unser Favorit, weil das noch so ein bisschen einen leichten, ja, bitteren Geschmack abgibt. Und dann tue ich schon mal, ja, ein paar Tomaten verteilen. Dann nehmen wir einen Schinken. Und da es wir ein bisschen großzügig machen, nehme ich 2 Schinken. Sandwich-Gurkenscheiben. Ja. Das war's dann. Und dann tun wir den Mozzarella schön verteilen. Und ich sag's wie es ist, die Sandwichscheiben, die sättigen wirklich, die 2 Toast. Und dann tun wir den Deckel drauf. Und dann sehen wir uns wieder am Sandwichmaker. Ich habe den Tefal Sandwichmaker, also nicht die teure Version, den Opti-Grill. Ich habe den normalen für, ich sage jetzt mal 40, 50 Euro kostet dieser. Und den mache ich einen Trick. Ich heiz den jetzt vor und tue unten rein, damit das immer schön sauber bleibt, ein Packpapier rein. Ja. Ich nehme das immer doppelt. Die Platte wird schon warm. Und den heizen wir jetzt auf, bis hier die grüne Lampe leuchtet. So, der Sandwichmaker ist jetzt aufgeheizt. Wir haben hier die grüne Leuchte. Und jetzt können wir hier die Sandwich schön platzieren. Immer schön mittig. Und das Schöne ist, mit Backpapier kann man es jetzt noch ein bisschen schieben. Und dann machen wir den Deckel drauf. Ich würde sagen, wir lassen das so 7 Minuten ungefähr, dann ist der Käse schön geschmolzen.
und dann passt es wunderbar. Dann würde ich sagen, wir schauen jetzt einmal nach, so nach 4 Minuten. Jetzt haben die schon richtige schöne Härte. Vorsichtig der Regler, es wird jetzt heiß. Aber es sieht lecker aus. Das machen wir nochmal, so 4 Minuten. So, jetzt sind 8 Minuten so rum. Und der Käse fängt schon richtig zu schmelzen an. Aber ich würde sagen, wir geben noch ein paar Minuten, 6 Minuten waren es, Entschuldigung. Wir geben noch ein paar Minuten. Schaut euch den leckeren Sandwich an. Der Käse ist sehr schön zerlaufen. Ja. Jetzt machen wir mal den klassischen diagonalen Schnitt. Und das ist einfach lecker, so ein Sandwich. Ja. Schaut euch die so. Schnell und einfach. Und das Rezept stammt aus diesem Buch und das kann ich nur wärmstens empfehlen. Es ist ein mega schönes Sandwich-Maker-Buch. Über 100 Rezepte, also 100 Rezepte sind drin. Unter anderem auch dieses. Und jetzt lassen wir es uns schmecken. Wow. Mmh. Fantastisch. Das Schöne ist, der Mozzarella-Käse schmeckt sehr, sehr lecker. Dann der Rucola gibt ein angenehmeres Bitteres ab und die Sandwich-Soßen und die Essiggurken passt wunderbar zusammen. Also Sandwich-Toast, immer was Leckeres. Und es gibt wirklich mit Hähnchenbrust, es gibt x Varianten und kann ich nur empfehlen, dieses Buch zu kaufen. Rezepte für Sandwichmaker. Ich lasse uns jetzt schmecken. Danke fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da, würde mich freuen. Auf Kommentare. Und schreibt halt einfach rein, was ihr für Sandwichmaker habt. Viele haben natürlich den Opti-Grill vom Tefal, wo jemand sagt, das ist so ein bisschen der Ferrari. Und ich habe halt den klassischen, normalen Tefal Sandwichmaker. Also habe ich gerne mit diesem Sinne, macht es gut. Danke fürs Vorbeischauen und dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Helmut, die 5 Media. Habe die Ehre. Servus. Und ich lasse uns jetzt schmecken. Auch die getrockneten Tomaten, die was da drin sind. Unglaublich.